Hallo zusammen. Und? Wie geht's noch so? Schon lange nicht mehr gehört. Oder besser gesagt, ihr habt von mir schon lange nicht mehr gehört. Es ist etwa 5 Monate her, wenn ich hier auf YouTube die Zeitrechnung richtig mitbekommen habe. Und ich möchte mich hier auf diesem Weg noch schnell bedanken. Ich habe heute mir auch Zeit genommen, noch auf Kommentare zu antworten, auf die netten und unterstützenden Worte. Danke auch auf diesem Weg noch. Es hat mich echt gefreut, ich habe das ein paar Mal durchgelesen in letzter Zeit. Und ja, bei ein paar habe ich es geschrieben. Mein Leben hat sich ein bisschen normalisiert, kann man sagen. Ja, es ist einiges gelaufen. Es geht allen gut in dem Sinn, aber holy moly, was für eine Herausforderung. Hey. Und ich habe mit vielen Leuten auch geredet während dieser ganzen Zeit, Vater werden, Familie sein, und es ist damals schon interessant, was man so ein bisschen hört und was man Gespräche führen kann, wenn jemand sich mal ein bisschen öffnet und man nicht immer nur die Friede, Freude, Eierkuchen 0815 Stories hört und alles ist gut und alles läuft super und so. Da sehe ich in unserer Gesellschaft oder vielleicht in unserem Land schon ein interessantes Szenario, dass man einfach gerne vorgaukeln muss, auch die meisten, dass alles immer gut läuft. Und klar erzählst du nicht gerade jedem auf der Straße, wo die grüßt, dass du ein bisschen Lampen daheim hast. Aber wer hat das schon nicht? Und dass die Fassade dann immer so top muss aussehen. Ja, ist nicht auch ein bisschen schade. Man könnte sich da sicher ein bisschen mehr unterstützen, wenn die Menschen auch ein bisschen bei sich selber würden schauen und vielleicht auch mal ein bisschen aus ihrem Schneckenhäuschen würden rauskommen. Aber es soll jetzt hier nicht unbedingt ein sozialkritisches Video werden, sondern einfach eine Info, dass gegebenenfalls in der nächsten Zeit wieder etwas kommt, vielleicht schon sehr gleich, weil morgen kommt das neue Call of Duty raus. Halleluja, Black Ops 3. Nachdem dass ich die letzten 2 Jahre eher nicht ganz so angetan war von diesen Games, aus verschiedenen Gründen, freue ich mich jetzt schon ein bisschen, schon nicht mehr so gehypt wie früher. Aber es geht gut aus. Black Ops 3 scheint ein Wahnsinnspaket zu werden mit unglaublich viel Inhalt. Und auch wenn es sicher noch einige Leute gibt, die sagen, Infinity Ward war früher sicher top gewesen. Ich finde halt, Treyarch ihre Games haben gerne etwas gehabt, wo ich schon noch gut gefunden habe. Und auch wenn dort Black Ops 2 nicht dabei war, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Heute Abend wird noch endlich das Need for Speed freigeschaltet. Es hat zwar nicht so gute Wertungen bekommen, aber wieder mal ein bisschen Arcade Racer spielen bin ich nicht abgeneigt. Und das ist auch das erste Game, das ich jetzt hier auf der PS4 mal preloadet und vermutlich am Mitternacht gerade ausprobieren. Weil morgen habe ich nicht ganz so viel zu tun, netterweise. Und am Freitag konnte ich sogar frei nehmen, weil ich in den letzten paar Monaten nebst der Familie auch das Geschäft extrem viel Zeit gebraucht hat und ein paar Überstunden sich angesammelt. Darum eben, am Freitag habe ich frei und werde vermutlich ein bisschen Black Ops zocken. Die Frau war so nett und hat mir gesagt, dass ich mir die Zeit soll und kann nehmen. Und dann wird es vermutlich schon wieder ein paar Runden geben. Ich habe dann sogar so weit überlegt und gedacht, eben, vielleicht mache ich das sogar wieder mal ein Live-Video, weil nicht nur euch haben die scheinbar alle Begebung gefallen, sondern für mich war das auch noch spassig gewesen, so im Sinne von eben meine erste Runde auf der Map XY, ich weiss es doch auch nicht, wie die Scheiben heissen, weil obwohl das auf Charlie Intel schon jenste Infos sind rausgelegt, ja, bin ich wirklich nicht mehr so angefressen. Und das ist auch noch ein angenehmes Gefühl, weil früher gang auf der Jagd war nach jedem kleinen Informationsschnipsel, das man bekommen kann. Und jetzt in dem Sinn einfach mal relativ unbefangen und auch ziemlich schlecht informiert halt, in das Game eintauchen. Und das sorgt, glaube ich, zum Teil doch auch ein bisschen für mehr Überraschung und vielleicht für ein positives Gesamterlebnis. Da ich auch ein bisschen älter geworden wie die alle zusammen und doch auch schon ein bisschen älter bin als die meisten gegebenenfalls, hoffe ich auch, dass mich gewisse Sachen nicht mehr ganz so werden nerven wie früher in diesen Spielen. Es ist zwar auch so, dass da gewisse Videos ziemlich gut sind angekommen, wo ich mich ein bisschen genervt habe, aber
Ja, grundsätzlich wäre es doch eigentlich cool, wenn man so mit einer gewissen Gelassenheit durch die Runden durchgehen kann und mal läuft es halt gut und mal läuft es halt schlecht. Ja, Emotionen sind sicher häufig gut und okay, aber wenn sie dann allzu negativ werden, ist das, glaube ich, schon eher destruktiv und hilft am Schluss dann niemandem und vor allem mir dann am wenigsten. Ja, ein paar gescheite Worte habe ich jetzt hier vielleicht schon rausgehämmert. Ich bin hier nicht der Missionar oder so, aber ein kleiner Einblick in mein Leben ist vielleicht für den einen oder für den anderen schon noch interessant. Und wenn irgendjemand dann mal ein bisschen das Gespräch möchte suchen, weil er vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, bin ich hier möglicherweise gerne bereit, mir auch ein bisschen mitzuteilen. Aber auf YouTube werde ich hier nicht allzu viele Sachen durchsickern, weil, seien wir ehrlich, jeder kann sich das Zeug anschauen und die Leute, die mir ein bisschen näher und wichtiger sind, können gerne ein paar Infos haben, aber einfach so die breite Masse, die hat zum Teil gar nicht das Verständnis, wenn man auch über etwas erzählt und wird man wieder so ein bisschen aus dem Content rausgerissen, irgendwie zusammengeklebt und dann irgendein Statement hergeklatscht. Das bringt es für mich am Schluss dann nicht, weil ich möchte mich dort nicht unbedingt in irgendeinen Topf werfen. Ich doch ein bisschen erzählen, das, was ich Lust habe, und wer dann noch ein bisschen mehr Fragen hat, kann dann sicher auf einer privater Ebene die mal äußern. Wenn ich in die Zukunft blicke, werde ich vielleicht schon noch mal so ein Grill-Event machen. In welcher Form auch immer. Und ich kann hier natürlich nichts versprechen und weiss auch nicht genau, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es dann noch ein weiteres Kind und dann geht die ganze Achterbahn vielleicht von neuem los, obwohl dass man jetzt schon ein bisschen erfahrener ist und sich ein bisschen besser eigentlich auskennt. Aber eben, you never know. Und noch einmal kurz auf dieses Event zurück, vielleicht kann man dann über ein paar Sachen plaudern oder wenn man sich eben mal privat sieht. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis, wenn ich hier jetzt nicht auf jede Frage in den Comments, falls sie dann auch kommen, die Kommentare nicht jede werden können beantworten. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Yeah! Wenn der eine oder andere vielleicht auch eine Runde mal mitzocken oder mir eine Einladung schickt und ich mich nicht melden oder die nicht annehmen, hoffe ich auch, dass niemand allzu stinkig ist, weil ja, ich erinnere mich auch schon noch ein bisschen zurück an letztes Jahr, ist das glaube ich, wo ich dann fast ein bisschen bombardiert wurde und zugetextet wurde und jeder mit seinen coolen Sprüchen und was auch immer ist gekommen. Und ich meine das nicht negativ, aber tut vielleicht auch daran denken, dass die Leute, die näher auch mit euch in der Lobby sind und wenn ihr jetzt die Leute vielleicht ein bisschen kennt oder vielleicht ein bisschen easy findet, dass die halt im Hintergrund gleich auch ein Privatleben haben und man nicht immer ganz so gut aufgelegt ist und nicht immer ganz so gut man mit diesen ganzen Sprüchen eigentlich klarkommen. Und ich will jetzt nicht unbedingt den Weichbecher raushängen, aber auch ich habe eigentlich eine sanfte Seite. Und man könnte sich ja auch mal dort begegnen, nicht, dass man jetzt irgendwelche Liebesgrüße muss hin und her werfen und nur noch schleimen und nett sein. Das ist auf jeden Fall nicht die Idee, aber wieso gehen Hardcore einsteigen? Ja, man kann ja auch mal fragen, wie geht's und ob ich dann mal erzählen, wie meine letzte Zeit ist abgelaufen oder einfach nur sagen, Mann, es ist okay, wie sieht es bei dir aus? Das sieht man ja dann noch. Einfach so ein bisschen eine neutralere Basis schaffen und wenn ich dort nicht zu fest attackiert werde, bin ich doch auch interessiert, vielleicht mal noch ein bisschen mitspielen. Aber einfach gleich daran denken, dass ich nicht allzu viel Zeit habe, dass ich mir die Zeit näher bewusst nehme. Und ja, es soll auch jetzt nicht falsch stehen, ich bin auf keinen Fall irgendetwas Besseres als dir alle, sondern einfach eine andere Situation. Voll. Und wenn ich dort noch ein bisschen auf Verständnis treffe, ist das für mich umso angenehmer. Und vielleicht liegt da noch eine zweite oder dritte Runde drin. Wir werden es sehen, ich kann es selber echt auch noch nicht sagen, aber die Freude ist vorhanden, das Interesse ist auch vorhanden, wieder etwas zu machen und ja, vielleicht kommt jetzt das eine oder das andere Video. Es kann auch sein, dass gerade mehrere näher an einem Tag erscheinen und ich weiss schon, das ist nicht unbedingt optimal für das Abboxen der Abonnenten, aber ich habe gemerkt, die es interessiert, die schauen dann auch auf den Channel und werden die Videos auch finden.
Du dann vielleicht auch einen kleinen Kommentar hinterlassen, dass ich, wenn ich am Tag mehrere mache, auf das eine oder andere dann verlinken. Ist ja alles auch schon passiert. Ihr kennt es ja ein bisschen. Was ich auch noch möchte erwähnen, zum Schluss in diesem Sinn, ist der Crown Crew Teamspeak Server. Der ist zwar immer wieder ein bisschen genutzt worden, aber ja, ich habe weder gross Feedback bekommen, außer jetzt eine Ausnahme, merci vielmals Sneaker. Aber sonst eigentlich nichts gehört und ich habe nichts gegen Leute, die etwas nutzen, das vorhanden ist. Aber wenn man dort